Neue Recherchen belegen, wie China in der Region Xinjiang die Unterdrückung der muslimischen Bevölkerung massiv ausgebaut hat. Details zu groß angelegten Internierungslagern gehen aus Regierungspapieren hervor. Diese wurden einem internationalen Journalistennetzwerk zugespielt und auch von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ausgewertet. In der westlichen Region Xinjiang leben die Uiguren, eine turkstämmige muslimische Bevölkerungsgruppe, insgesamt etwa 11 Millionen Menschen. Immer wieder gibt es dort Forderungen nach mehr Eigenständigkeit, begleitet auch von Gewalt. Diese vertraulichen Dokumente aus dem Inneren des chinesischen Staatsapparats belegen, in den Internierungslagern in der Provinz Xinjiang herrschen Zwang und Unterdrückung. Mindestens 1 Million muslimische Uiguren sollen dort festgehalten werden, gegen ihren Willen, wie die Dokumente zeigen. Diese systematische Internierung einer ganzen ethnoreligiösen Minderheit, das ist wirklich etwas, was die Welt noch nicht wirklich verarbeitet oder verstanden hat. Experten schätzen, dass es mehr als 1000 dieser Lager gibt. Das zentrale Dokument ist eine Art Anweisung, wie sie zu führen sind. Darin heißt es, die Bewohner dürfen keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen, der Besitz von Mobiltelefonen ist streng untersagt. Die Videoüberwachung müsse vollständig und frei von toten Winkeln sein, heißt es weiter. Es dürfe auf keinen Fall Ausbrüche geben. Das sind Lager, in denen gefängnisartige Zustände herrschen. Es geht um absolute Kontrolle des kompletten Alltags. Eben mit dem Anspruch, nicht nur diese Person möglicherweise sicherzustellen, sondern tiefgreifend in ihre Identität einzuwirken. Auf Anfrage wollte sich die chinesische Botschaft zu den konkreten Dokumenten nicht äußern. In der Vergangenheit wurden die Lager jedoch als freiwillige Bildungseinrichtungen inszeniert. Diese Darstellung wird durch die Geheimdokumente widerlegt. Kultureller Genozid ist wahrscheinlich die beste Formulierung für das, was wir dort sehen. Die Dokumente wurden dem internationalen Konsortium investigativer Journalisten zugespielt. Die Recherchen werden ab sofort unter dem Namen China Cables weltweit veröffentlicht.